Ja, wir haben das Thema heute in dieser Serie, Jesus kommt wieder. Der Tag wirft seine Strahlen voraus. Also wenn es morgen wird, im Moment würden wir uns die Kühle der Nacht lieber ein bisschen länger wünschen, oder? Aber grundsätzlich ist das so ein schöner Moment, wenn der Tag kommt und das Dunkel vergeht und die Nacht ablöst. Und wir gehen heute da in einen Text hinein. Wir machen ein kleines Experiment. Obwohl es ein bisschen warm ist, versuchen wir bis zum Schluss wach zu bleiben. Okay? Also wach bleiben, hä? Das Motto von heute. Wir gehen in den Text in 1. Thessaloniker 5 hinein und ich möchte mit einem Gebet in diese Predigt starten. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist. Und wir rechnen damit, dass du zu uns redest. Und egal, ob wir jetzt hier in unserem Saal sind oder ob jemand im Pool sitzt oder wo auch immer, Jesus, du willst reden. Du willst uns etwas mitgeben. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass das, was du vorbereitet hast, dass das in unsere Herzen hineingehen kann. Amen. Ja, wir gehen in einen Text hinein. Da war eine junge Gemeinde in Thessalonich. Die hatten Fragen. Die haben verschiedene Themen beschäftigt. Unter anderem hat sie beschäftigt, ja, wie ist das mit diesem Tag, eben wenn Jesus dann wiederkommt? Wie kann das sein? Wie läuft das ab? Wie ist es mit der Zeit, mit dem Ablauf, mit den Zeitpunkten und so weiter? Und unser Text beginnt mit den Worten, was genau dieses Thema betrifft. Also wir können davon ausgehen, dass jetzt Paulus gedacht hat, derjenige, der diese Gemeinde gegründet hat, er schreibt ein paar Dinge über genau dieses Thema. Er gibt jetzt ihnen Antwort auf die Fragen, die er hatte. Vielleicht geht das euch manchmal ähnlich. Ihr denkt auch, ja, wie ist das alles genau? Wie läuft das ab? Wie sind die Zeiten, Zeitpunkte? Was ist da alles los, wenn Jesus wiederkommt? Und ich finde noch cool, wir dürfen unsere Fragen haben und finden offensichtlich auch auf verschiedene Dinge Antworten. Und so lesen wir diesen Text, 1. Thessaloniker Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Wir teilen das heute auf in 2 Etappen und zu jeder Etappe möchte ich 2 Beobachtungen mit euch teilen. Also, das beginnt hier, Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also man könnte schon kurz sagen, ja gut, Antwort ist sehr kurz. Ihr wisst ja, es kommt wenn wir es gar nicht erwarten, dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt ist Punkt, fertig, aus die Antwort. Aber offensichtlich gibt es ein paar Dinge, die sind dem Paulus wichtig. Und obwohl sie das schon wissen, erzählt er ihnen jetzt einiges mehr. Und wenn ich so in diese Runde schaue, die meisten sehen sehr wach und bereit aus. Ihr wisst auch so viele Dinge, ihr wisst das natürlich auch. Aber es gibt Dinge, die sind offensichtlich wichtig, um sie zu wiederholen und zu vertiefen. Und so geht es dann auch weiter mit ein paar ganz wichtigen Aussagen. Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Also, lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Also das ist die erste Etappe, wo wir hineingehen in diesen Bibeltext. Dieser erste Abschnitt und die erste Beobachtung dazu. Was mir auffällt, ist, dass die Bibel da von den einen spricht, die schlafen, und von den anderen spricht, die wach sind. Eben, wir versuchen heute wach zu sein, oder? Aber offensichtlich spricht hier Paulus 2 verschiedene Menschengruppen an, die er differenziert. Er sagt auf der einen Seite, ihr seid meine Brüder, meine Geschwister. Er nennt auch wir gehören ja zusammen und wir sind Kinder des Lichtes, Kinder des Tages, die eine Menschengruppe. Und er redet von einer anderen Menschengruppe, er nennt sie hier die übrigen.
die von der Nacht sind oder die von der Finsternis sind. Und jetzt ist es ja eigentlich völlig modern heutzutage, dass die Menschen gerne im Licht sein wollen oder das Licht finden, im Licht wandeln und so weiter. Eigentlich ist das sehr verbreitet und es gibt ganz viele Richtungen. Also zum Beispiel in der Esoterik oder New Age Bewegung, da gibt es diese Engelswesen, Lichtwesen oder in der Channeling Bewegung diese feinstofflichen Lichtwesen, wo so Botschaften übermittelt und man streckt sich irgendwie aus und sucht und versucht, das Licht zu ergreifen, erfahren, erfassen. Oder auch in Religionen, zum Beispiel im Hinduismus, wird der Brahman als reines Licht beschrieben. Oder im Buddhismus ist der Weg der Erleuchtung des Erwachen des Geistes. Oder in der Yoga-Religion gibt es dieses innere Licht, diesen Atman, den man irgendwie finden kann, finden muss, zu sich selbst finden, innermenschliches Streben nach Licht. Und ich würde mir vorstellen, dass die meisten Menschen heutzutage, egal ob sie religiös oder spirituell sind oder vollkommen nicht, dass man das Licht grundsätzlich als etwas Positives bewertet. Das ist aber auch spannend. Es gibt ja schon Leute, die auch so diese Faszination vom Finsteren oder vom Dunklen haben, oder? Schon interessant. Und jetzt hat die Bibel aber irgendwie, spricht sie ganz anders davon. Sie sagt, entweder ist man ein Kind des Lichts oder man ist in der Finsternis. Also die Bibel spricht nicht davon, dass es so ein Nachjagen nach Licht geben könnte oder ein Prozess der Erleuchtung und immer ist man ein bisschen mehr erleuchtet oder irgendwie durch Rituale oder so kann man mit Lichtwesen in Kontakt treten und dann steigt das Licht oder ganz intellektuell, wie vielleicht die Freimaurer sagen, dass durch Erkenntnis und Wissen mehr Licht kommt, so auf der intellektuellen Schiene. Und ganz anders sagt hier unser Bibeltext. Er sagt, entweder ist man ein Kind des Lichts oder man ist kein Kind des Lichts. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, jetzt schreibt da dieser Paulus, dieser Gemeindegründer dieser Gemeinde, ihr seid Kinder des Lichts. Habe ich gedacht, das müssen ja Übermenschen sein. Mama mia, dass die Kinder des Lichts beschrieben werden. Ist ja verrückt, oder? Die ganze Zeit voll wach. Ja, so wie ihr. Dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Also es waren ja auch ganz normale Menschen wie wir. Mit Fehlern, mit Makel. Manchmal machen sie Dinge, die nicht ganz gut sind, die nicht in Ordnung sind. Also es kann offensichtlich nicht an ihnen liegen, dass sie Kinder des Lichts beschrieben sind. Und das ist so das Einzigartige und Spannende am Glauben an Jesus Christus. Er sagt, ihr seid Kinder des Lichts und das ist aber nicht von euch abhängig. Es ist nicht, weil ihr so Wundermenschen seid, weil ihr mir nachfolgt, seid ihr absolut top erleuchtet oder habt ihr jetzt irgendwie vollständig, seid ihr Lichtgestalten geworden? Sondern weil er uns zu Kindern des Lichts macht. Weil er es gemacht hat, weil er die Lichtgestalt war. Also die Bibel spricht davon, dass uns dieses Licht geschenkt wird, dieses vollkommene Licht. Das kommt von dem wahren Licht, von Gott selbst. Und ich finde das schon noch eine recht coole Botschaft der Bibel. Ich meine, das, was letztlich sehr anstrengend ist und mühsam, nach diesem Licht suchen und streben und Kontakt aufnehmen, was auch immer, das darf man einfach weggeben, ablegen und zu Gott kommen. Und er macht einem zu einem Kind des Lichts. Einfach so. Finde ich schon sehr entspannend. Und ich finde auch spannend, dieser Autor, der Paulus, schreibt ja da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er seine eigene Geschichte in Erinnerung hatte, als er von dem schreibt. Er selber nämlich, dieser Paulus, der war nicht immer Christ. Der hatte ein Leben vor dem Christsein. Der war da sehr, sehr religiös, spirituell. Wahrscheinlich würde er sagen, ich war einer der erleuchtetsten von allen im Judentum damals. Aber das hat sogar dazu geführt, dass er alles andere gehasst hat. Also er hat auch die Christen gehasst, er hat die Christen verfolgt. Und er hat sogar offizielle Erlaubnis gekriegt, um die Christen gefangen zu nehmen, einzusperren und zu eliminieren. Und so war er damals unterwegs, auf einem Weg, auf der Straße, Mittagshitze, können wir uns jetzt gut vorstellen, wie das etwa so sein könnte, oder? Mit seinem Gefolge, mit den Pferden. Und da lese ich, wie er selber berichtet, was dann geschehen ist. In Apostelgeschichte 26 schreibt er über dieses Erlebnis, was da passiert ist. Da heißt es, plötzlich umstrahlte mich
und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Ihr müsst schon die Augen zumachen. Hä? Wir stürzten alle zu Boden, das müsst ihr jetzt nicht. Und ich hörte eine Stimme, also das Licht beginnt plötzlich zu sprechen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also Paulus unterwegs, sein Leben voll im Griff, engagiert, leidenschaftlich, begegnet plötzlich diesem Licht. Und es ist nicht irgendwie etwas Mystisches oder Unfassbares oder Flüchtiges, sondern es ist Personal. Es ist Jesus Christus selbst, der ihm begegnet. Und das hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Paulus, der war so geblendet vom Licht, dass er hat augenblicklich sein Augenlicht verloren. Später durch ein Wunder hat er es wiederbekommen, aber in dem Moment hat er sich auch entschieden, dass er diesem Jesus nachfolgen will. Und das hat für Paulus eine völlig neue Wirklichkeit bedeutet. In dem Moment wurde er zu einem Kind des Lichts. Und später hat er dann von Jesus den Auftrag erhalten, das ist jetzt spannend, müssen wir mal hören, wie der Auftrag klingt, Apostelgeschichte 26, Vers 18. Du sollst ihnen, damit sind alle Völker der Welt gemeint, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Also Jesus, das Licht selbst, gibt dem Paulus den Auftrag. Erzähle den Menschen von mir und führe sie vom Reich dieser Welt, vom Reich Satans, vom Reich der Finsternis in mein Reich hinein, dass sie ein Teil des Reichs des Lichts werden. Er gibt ihnen einen Auftrag, dass er die Menschen einladen soll, sich Jesus zuzuwenden. So hat es geheißen. Sie zu Gott zu kommen, um Vergebung der Sünden zu verbeten. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und an Jesus zu glauben. Und dann heißt es so schön, und dann werden sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören, bekommen. Einen Platz in der Familie des Lichts, werden Kinder des Lichts. Also wenn die Bibel von diesem Thema spricht, diese erste Beobachtung zu diesem Text, entweder ist man ein Kind des Lichts oder man ist von der Finsternis. Und deshalb spricht der Text im Thessaloniker auch so davon, oder? Entweder seid ihr Kind des Lichts, nicht weil ihr so gut seid oder so, sondern weil ihr an diesen Jesus glaubt und er macht euch zu einem Kind des Lichts. Oder ihr seid im Reich der Finsternis. Und da gibt es so spannende Dinge. Also wir haben gelesen, was da Spannendes abläuft. Da hat es geheißen, die Parole ist Friede und Sicherheit. Und im damaligen römischen Imperium war das die Parole, der bekannte römische Frieden, oder? Ihr habt ja Frieden und Sicherheit, ist ja alles gut. Wie wir wissen aus der Geschichte, hat dieser Frieden nicht gehalten. Ich habe gedacht, das ist ja auch typisch für unser schönes Schweizer Ländli. Friede und Sicherheit. Ist auch eine gute Parole, die passt, oder? Aber auch dieses Reich geht einmal zu Ende. Und auf der anderen Seite, wenn wir Kinder des Lichts sind, haben wir einen Frieden und eine Sicherheit, die nicht in weltlichen Parolen beruhen, sondern in Jesus selbst, der sehr, sehr krisensicher ist, sage ich mal. Und dann heißt es hier auch, zum Reich der Finsternis, plötzlich kommt Verderben. Dann dieses Bild, wie bei einer Schwangeren, unausweichlich. Quasi alle, die schon mal schwanger waren, die wussten, es gibt keine andere Möglichkeit, dass es irgendwann zur Geburt kommt. Es ist unausweichlich. Und genau so spricht Paulus davon, wird Verderben kommen über das Finstere, weil das Finstere wird finster bleiben in alle Ewigkeit. Ich habe gemerkt, wahrscheinlich die Thessaloniker haben diese Frage bewegt. Ja, wie ist es mit diesem Verderben? Wie ist es mit diesem Gericht? Wie ist es mit dieser Finsternis? Ist das wirklich so ernst? Wahrscheinlich haben sie Paulus gefragt, weil er hat in Thessaloniker einen zweiten Brief geschrieben. Und der zweite Brief startet mit verschiedenen Themen, aber unter anderem auch mit diesem Thema. Und das schon ein kleiner Hinweis. Am Dienstag haben wir wieder Bible Study und Paulus geht dann nochmals zünftig in die Tiefe zu dieser Frage. Da könnt ihr selber dann auch ein Stück mehr davon hören. Und es ist schon spannend,
dass Jesus uns einlädt. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich weiß ja nicht, ich folge ja diesem Jesus gar nicht so nach. Vielleicht gehöre ich sogar noch zum Reich der Finsternis und du sagst, ich will ein Kind des Lichts werden. Ich möchte dazu lesen, Johannes 8, Vers 12. Da sagt Jesus selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Du bist eingeladen, diesem Jesus nachzufolgen, ihm dein Leben anzuvertrauen und so das Licht des Lebens zu haben. Und wie dieses Licht des Lebens kommt, ein zweiter Vers dazu im 2. Korinther 4, Vers 6, da heißt es, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also Gott selber, der am Anfang der Schöpfung gesagt hat, es werde Licht und es ist Licht geworden. Er kommt dann selbst in unser Leben hinein, in Jesus Christus. Das ist das, was in uns Christen aufleuchtet. Nicht unsere wunderbaren Taten, sondern Jesus, der in uns ist. Was für ein Geschenk. Und hier die Frage an dich persönlich. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Vielleicht fühlst du dich manchmal so unwürdig. Ich bin eigentlich gar nicht so würdig, als Christ zu gelten, Jesus, diesen vollkommenen Jesus in mir zu haben. Dann möchte ich dir zusprechen, doch. Doch, genau das ist der Plan von Jesus, dass er in uns unvollkommene Menschen hineinkommt. Und wir uns zusprechen dürfen einander. Du bist ein Kind des Lichts und bist nicht mehr in der Finsternis. Vielleicht macht dich das demütig, dass du sagst, ja stimmt, ich kann es ja gar nicht machen, ich kann es nicht vollbringen, aber Jesus, er hat es getan. Vielleicht macht sich aber auch unglaublich dankbar und wertvoll und würdevoll dieser Jesus. Er lebt in mir und ich bin ein Kind des Lichts, weil ich zu ihm gehöre. Ich habe selber 3 Kinder mit meiner Frau zusammen. Die heißen zum Nachnamen wie ihre Eltern, Resnick. Und manchmal sind sie ganz lieb und brav, aber selbst wenn sie das nicht wären, trotzdem gehören sie unweigerlich zu unserer Familie dazu. Ist jetzt jemand eingeschlafen? Ist jetzt wirklich jemand eingeschlafen? Das führt uns zum zweiten Beobachtung in diesem Text. Das heißt offensichtlich hier, wenn ihr schon Kinder des Lichts seid, dann bleibt wach und schlaft nicht. Danke vielmals für den Einschlafer. Tipptopp. Absolut wach und bereit zum richtigen Moment. He? Die zweite Beobachtung. Paulus schreibt hier, der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Schon spannend, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, oder? Die haben gefragt, die Thessalonicher, ja, wissen wir Zeit und Zeitpunkt und so weiter. Er hat gesagt, ja, ihr wisst ja das alles, aber bleibt wach, bleibt wachsam. Und die Zweifel oder die Fragen, die die Thessaloniker bewegt hat, war weniger ja, wann ist das genau, sondern mehr wahrscheinlich, ja, was müssen wir tun, um dann bereit zu sein? Dass wir nicht überrascht sind, dass es nicht an uns vorbeigeht. Und genau darauf nimmt Paulus Bezug. Er sagt, wenn ihr Kinder des Tages des Lichts seid, dann bleibt doch wach. Typisch ist für Leute, die nichts mit Gott zu tun haben, dass sie wie geistlich schlafen, sage ich mal. Oder trunken sind, vielleicht sogar betrunken heißt, das könnte man ganz wörtlich nehmen. Zu viel Alkohol macht einen Rausch. Es gibt aber auch ganz viele andere Dinge, die uns berauschen in unserem Leben. Dinge, die uns von Gott ablenken, von Gott wegnehmen. Es gibt so verschiedene Mittel, die einen Rausch ausüben. Aber es können auch digitale Geräte sein, die wie einen Rausch ausüben. Oder vielleicht sind Leute auch berauscht von ihrer verrückten Freizeit, die sie machen. Oder andere Dinge, die so berauschende Wirkung haben. Es können auch negative Dinge sein. Man kann sogar von seinen eigenen Sorgen berauscht sein. Dass das einem so vereinnahmt, dass man irgendwie aus dem Blick verliert, worum es wirklich geht. Und eigentlich ist es ja schön, Paulus hat gesagt, ihr müsst wach sein, weil der Tag des Herrn kommt ja. Wenn wir an den Tag des Herrn denken, was habt ihr da vor Augen?
denken wir vielleicht, ja, Jesus kommt wieder. Dann gibt es dieses schöne Fest. Vielleicht haben einige auch so Ehrfurcht, ja, da kommt auch das Gericht. Aber einfach nur schon das Bild ist doch wunderschön, oder? Es kommt, nach der Nacht kommt der Tag. Nach dem Dunkeln kommt das Licht. Und deshalb sagt Paulus hier, bleibt wach und wachsam. Und es ist spannend in diesem Zusammenhang, wach bleiben, schreibt uns die Bibel auch an Warnungen. Sie sagt, das ist eigentlich genau das, was der Teufel auch probiert. Er versucht, ja, nicht irgendwie hinter der Ecke zu lauern und uns zu verschrecken oder so, sondern einzuschläfern, müde zu werden, zu berauschen. Ich lese aus 1. Petrus 5, Vers 8. Da heißt es, seid nüchtern, wacht. Wieder diese Aufforderung, wach zu sein, nüchtern zu sein. Weil euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also wenn hier von brüllender Löwe die Rede ist, ist nicht die Meinung, dass irgendwie der Teufel wie so eine Bestie durch die Welt geht und sagt, komm mit mir in die Hölle oder irgendwie so etwas. Sondern dass er hungrig ist und dass er versucht, uns Christen von dem wegzunehmen, wach und nüchtern zu sein, schläfrig zu werden, berauscht zu werden. Ein bisschen Wein, ein bisschen Bier, ein bisschen Alkohol, irgendwelche Rausche, Ferien da und Ferien dort und plötzlich ist der Glaube fort. Das soll für uns eine Warnung sein, uns nicht von den irdischen Dingen berauschen zu lassen. Ob es schöne Dinge sind oder negative, es können alles Mögliche sein, das uns berauscht. Martin Luther, Zitat, unser deutscher Teufel muss ein guter Weinschlauch sein und muss Sauf heißen. Wie heißt unser Teufel? Was ist unsere Verführung? Was berauscht uns? Was lenkt uns ab? Wie würdest du den nennen? Dann möchte ich dich ermutigen, wach auf. Wer schläft, wache auf. Wer sich berauschen lässt von weltlichen Dingen, werde nüchtern. Ich möchte euch ermutigen, nicht Schläferchristen zu sein, sondern wache Christen zu sein. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, ich will ein wacher Christ sein, wie geht das denn ganz genau? Und wahrscheinlich haben die Thessaloniker auch diese Frage und Paulus hat das geahnt und hat gedacht, gut, ich schreibe euch dazu etwas. Und das ist die zweite Etappe, haben wir noch 4 Verse, lesen wir, wie das Nüchternsein, Wachsein genau geht. Bereit für die zweite Etappe? Wer schläft? Der hat es jetzt gar nicht gehört. Oh, jemand hat aufgestreckt. Okay. Also Vers 8, 1. Thessaloniker 5, Vers 8, da heißt es, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und das Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einander, einer den anderen, wie ihr auch tut. Also das ist dieser zweite Teil dieses Textes. Die erste Beobachtung. Paulus ermuntert uns, nüchtern und wach zu sein, indem wir uns anziehen. Also ein typischer Christ ist nicht mit dem Pyjama im Leben unterwegs, auch nicht mit der Unterhose, auch nicht Füdli Blut. Das ist nicht meine Idee. Offenbarung 16, Vers 15. Der Herr spricht, siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich ist der, der wachsam auf mich wartet und seine Kleider anbehält, damit er nicht nackt gehen muss und sich schämen muss. Das heißt, wach sein bedeutet, nicht Füdli Blut oder im Pyjama durch die Welt zu gehen, sondern mit den richtigen Kleidern angezogen. Und die richtigen Kleider, da gibt es verschiedene Bibelstellen und unser Text nennt hier 2 Dinge, die man anhaben soll. Einen Brustpanzer und einen Helm. Sagt, der Brustpanzer, den ihr anhaben sollt, ist der Brustpanzer des Glaubens. Glauben, Vertrauen. Ich glaube an Jesus, ich vertraue diesem Jesus. Ich vertraue darauf, dass er mich führt.
Auch wenn schwierige Situationen sind, herausfordernde Situationen, ich glaube diesem Jesus, ich vertraue ihm mein Leben an. Ich frage ihn, wie ich vorwärts gehen soll, wie ich mit all diesen Alltagssituationen umgehen soll. Dann ist es aber nicht nur der Brustpanzer des Glaubens, sondern auch der Liebe. Das bedeutet doch, dass die Liebe von Gott uns umgibt wie ein Brustpanzer, oder? Dass wir immer wieder zu diesem Gott kommen und offen sind, dass seine Liebe uns erfüllen darf. Wenn wir uns ungeliebt fühlen, wenn wir uns unwürdig fühlen, kommen wir zu Gott und sagen, Gott, erfülle mich mit deiner Liebe durch deinen Heiligen Geist. Und dann werden wir von dieser Liebe durchflutet und sie fließt sogar weiter. Ich habe mir gedacht, der Brustpanzer, oder? Wenn man einem anderen Menschen begegnet und so einen Brustpanzer anhat, das ist das Erste, was man sieht. Ist doch cool, wenn man bei uns Christen Glaube und Liebe entdeckt, oder? Nicht nur irgendwie intellektuell, sondern tatsächlich im Leben. Dass Leute sagen, wow, das ist ein Christ. Wohl, ich sehe da Glaube und ich sehe da Liebe. Ich erfahre da Liebe. Und dann heißt es auch noch der Helm mit der, wisst ihr noch das Wort? Hoffnung auf das Heil, Hoffnung des Heils. Also nicht eine Hoffnung, ja, ich hoffe, irgendwie kommt es gut und wenn wir Glück haben, kommt es auch gut, sondern es ist eine bestimmte Hoffnung, die eine Grundlage hat. Die Grundlage ist Jesus Christus. Also Hoffnung auf das Heil, dass die Beziehung zu Gott heil ist, dass sie geheilt ist, dass wir heil sind, dass unser Herz, unsere Seele heil ist. Von Jesus geheilt, Hoffnung auf das Heil. Das heißt, Wachsein bedeutet, angezogen mit Glaube, Liebe und Hoffnung unterwegs zu sein und nicht mit dem Pyjama. Diejenigen, die die Bibel kennen, die sind die Worte sofort in Erinnerung, die kommen an so vielen Stellen vor, oder? Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind unsere Kleider, coole Kleider, machen, dass wir nicht plötzlich blutig umherlaufen müssen. Das Zweite, was ich auch beobachte in diesem Abschnitt, spannend, Paulus fordert diese Thessaloniker auf, dass sie sich damit gegenseitig ermahnen, ermutigen. Parakaleo. Das ist einander sagen und sagt, ihr tut es ja, aber macht es noch mehr. Und ich möchte euch auch ermutigen und ermahnen, macht das. Sagt einander, hey, du bist ein Kind des Lichts. Das kann eine wunderbare Ermutigung sein. Du bist es wirklich. Du musst nicht etwas machen dafür, weil Jesus lebt ja in dir. Du bist würdig. Es kann aber auch eine Ermahnung sein. Hey, du schläfst gerade ein, bist ein bisschen berauscht, werde nüchtern, werde wach. Und die Thessaloniker machen das und wir dürfen das auch. Fragt einander bei der Kaffeebar, wie geht es deinem Glauben? Ist dein Glaube wach oder eingeschlafen? Das ist eine coole Frage, frag das doch heute. Ist dein Glaube wach oder eingeschlafen? Oder wo ist dein Glaube wach und wo eingeschlafen? Ich komme zum Schluss. 4 Beobachtungen in diesem Text, 2 Etappen, würde natürlich noch mehr sagen, dieser Text, aber wir bleiben mal bei dem. Ich finde das schon spannend, dass Paulus sagt, entweder bist du ein Kind der Finsternis oder ein Kind des Lichts und das hat damit zu tun, ob du zu Gott gehörst. Und wenn du das noch nicht tust, wenn du jetzt noch nicht nachfolgst, möchte ich dich einladen dazu. Ich möchte dich einladen, diesen Jesus anzunehmen. Wir haben ja gelesen in diesem Text, im Vers 9 hat es geheißen, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Gott will nicht, dass wir in diesem Zorn, in dieser Finsternis bleiben. Unsere Bestimmung ist, Kind des Lichts zu sein, Kind des Lichts zu werden. Und das passiert durch Jesus Christus, durch diesen Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Es ist nicht gemeint, wenn wir am Abend ins Bett gehen und schlafen oder so einen Schlaf haben, berauscht oder so, sondern da ist das Sterben gemeint. Ob wir wach sind oder ob wir entschlafen sind, ob wir sterben. Egal, ob wir leben oder sterben, wir sind mit Jesus verbunden. Das heißt jetzt, in dieser Welt und in alle Ewigkeit. Und vielleicht ist das die Einladung, die heute für dich wichtig ist, ein Kind des Lichts zu werden, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Vielleicht ist aber auch einfach dran, mal zu prüfen. Ich bin mit diesem Jesus unterwegs, ich bin ein Kind des Lichts, aber manchmal lebe ich nicht so. Das sind Dinge, Momente, wo ich ein bisschen berauscht bin. Von was bist du berauscht? Was berauscht dich? Vielleicht die Arbeit, der Erfolg, irgendwelche Mittel tatsächlich oder der Alkohol oder Sorgen, was auch immer. Dann möchte ich dich einladen, nüchtern zu werden. Ein bekannter Theologe, Wright, sagt dazu, wir sind mitten in der Nacht der Welt,
aber der Geist Jesu in euch sagt euch, dass es bereits Tag ist. Ihr seid bereits Kinder des Tages, Kinder des Lichts. Gottes neue Welt ist in die traurige, schläfrige, betrunkene und tödliche alte Welt eingebrochen. Ich möchte dich ermutigen, angezogen mit Brustpanzer und Helm durch die Welt zu gehen. Wir gehen in eine Zeit des Gebets. Danke, Jesus, dass du zu uns sprichst durch deinen Bibeltext. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach gerade in diesem Moment in Erinnerung rufst. Was willst du uns mitgeben? Wo möchtest du, dass uns warm wird ums Herz? Und vielleicht hast du auf dem Herzen, dass du heute ein Kind von Jesus, ein Kind des Lichts, des Tages werden kannst, dass du diesen Jesus aufnimmst und er dann in dir leuchtet und scheint. Und das ist ganz einfach. Du darfst zu Jesus kommen und ihm das sagen. Und ich möchte ein Gebet beten. Du kannst diese Worte mitbeten, wenn du willst, und so ein Kind des Lichts werden. Vater im Himmel, mir ist so klar, dass ich getrennt von dir bin und eigentlich zur Finsternis gehöre. Aber Jesus, ich glaube an dich, dass du das Licht der Welt bist. Der Retter und dass du Gott bist. Du bist für mich am Kreuz gestorben und auferstanden. Bitte, Jesus, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Das Dunkle und Finstere in meinem Leben und meine Fehler, meine Sünden. Und Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Sei du das Licht in mir. Ich will dir nachfolgen. Verändere so, wie du mich haben willst, und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke tausendmal. Amen.